Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückschotzus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir endlich wieder Fastelovend. Das war ja so schrecklich ohne. Was haben wir gelitten im letzten Jahr? Und es war das Einzige, was mir so richtig gut getan hat, wie sie im Henneschen so schön gespielt haben. Aber es ist doch jetzt anders, wenn man live feiern kann. Ja, das ist jetzt. Ach, hoffentlich hat all schön und fürsichtig gefeiert, dass sie dem Corona ein Schnäppchen geschlagen haben. Manchmal habe ich ja den Eindruck, wir haben das ganze Jahr Fastelovend. Ja, so ähnlich tun ja auch die Black Föß singen, ne? Da ist doch das schöne Lädsche Rud und Wies. Da heißt ja auch, denn Jans Kölle ist und blieb ne Karnevalsverein. Ja, genau, das sagt man. Eine kleine Sache, für ein Beispiel, wir haben eine große Kathedrale, weltberühmt. Ach, man kriegt Gänsehaut, wenn man die Orgel für ein Beispiel spielen hört. Und ganz festlich. Und dann, wenn der Ropies an der Spieltisch in der Orgel und süß dann am Registerzug die Obschrift Los Jon. Das ist auf der Orgel dann auf einmal Fastelovend. Das ganze Jahr ist das Schild zu lesen an der Registerzug Los Jon. Und dann jedet auch die ganze Ausdruck. Also man hat so oft jetzt zu lachen. Ich han noch drüber neu gedacht. Ich läuf, wo ich das meiste gelacht han, das war ein Ausdruck, der han ich von zu Hus aus nicht gekannt. Ich mein, der hättest du mir so ja beigebracht. Das heißt, am Arsch Trötchen. Vielleicht müssen wir das verklären. Also wenn ich jetzt irgendeine Hoffnung gehabt habe, die sich enttäuscht hat. Also ich habe gedacht, man könnte auf der Russion und einen schönen Spaziergang machen und Russe genüsslich sitzen und dann hätte ganz schlimm mit Tränen angefangen. Ja, dann hast du dich am Pfötchen gefühlt. Ja, oder am Arsche Trötchen. Ja, wer keine Fisch isst, das hört noch eins. Wer keine Fisch isst, dries auch kein Gerät. Ach, ist das ein schwer Ding, ne? Ach ja, das ist auch so ein Spruch. Der hört sich ganz eins an und was man damit sagen will, ist ja auch eins. Das heißt ja, wenn du dich nicht in der Farbe ist, dann passiert dir auch nichts. Aber wenn man sich das dann vorstellt, wie der Kölsche das sieht, das ist ja dann wieder für zu lachen. Und davon jedes ganz viel so Ausdruck. Also so gesehen hast du recht mit Dingen Fastelovend das ganze Jahr. Ja, damit sind wir halt wieder uns beim 11. im 11. Wir hören uns. Kannst du mir das ähnlich verklären, warum gerade an dem Tag, der 11. im 11. so eine kölsche Zahl ist, die jetzt mit Fastelovend zu tun hat? Wie gut du jetzt stand? Also das hat wie ganz viel Sachen im Leben mit der Religion zu tun. Et Jahr einmal die Fastenzeit, die Jahr wird ja nicht nur für Posten, für Ostern, ne, wo die mit dem Aschermittwoch anfängt. Wir haben die früher hier in der Jallische Kirche, hier war die Kirche von Jallien, also praktisch dem Asterix in Kirche, wenn man so sagen will. Die war hier und die haben auch ein Fastenzeit für Christtag gehabt. Und wenn du von Christtag, also von Weihnachten, 40 Tage zurückgehst, dann küsst genau am 11.11. aus. Das ist aber nur eine Sache. Dann hätte es mit der Symbolik von der Zahlen zu tun. Also die geht ja ganz in der Nähe von der 11, jede zwei Zahlen, die christlich als heilige Zahlen verehrt werden. Das ist einmal die 10 von den 10 Geboten und da ist 11 eine mehr. Ah, ja, also... Ja, Moment, ich bin ja noch ja nicht fertig. Und dann jedes, ob der andere siegt, der 12. Wie die 12 Apostel, also die engsten Freunde von Jesus, oder die 12 Stämme im Alle Israel. Ja. Und da ist 11 eine zu wenig.
Also wir Kirche haben entweder eine zu viel oder eine zu wenig. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie alles ein bisschen schief. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die 12 immer hellig. Also mit der Zahlensymbolik, da kann ich mich überhaupt nicht aus. Verzähl dann noch uns. Also man kennt das auch sonst. Im Märchen, du kennst doch Don Rüschen, Ja. was 100 Jahre schlafen sollt. Das ist ja all passiert. Da war, ja, wird Drücksinn Feen. Aber sie wollten nur 12 einladen und die drücksehnte Fee, die ist dann würdig geworden und hätte ganz viel Unheil gestiftet. Also Aber Mann, deshalb waren da auch nur 12 goldene Teller gedeckt bei der Einladung. Genau, sonst würde das ganze Jahr nicht an das Laufen gekommen mit dem Dornröschen. Also die 12 wollten sie auf jeden Fall so behalten. Und das heißt, das war eine hellige Zahl. Das ist aber eine Wissenschaft für sich. Also ich habe ja wirklich nichts dagegen, dass man besondere Dates so richtig feiern Date. Also ist schön, wenn man oft feiern Date, aber so Leute, die mir sagen, ach, ich brauche ja keine faste Laufen für lustig zu sein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mädchen so sonst nicht lustig sind oder wenigstens ein bisschen fröhlich. Also jetzt sind wir ja endlich alle ein bisschen in Köln. Also wenn ich jetzt ganz flapsig bin, würde ich sagen, wir haben auch Kunst in Köln. Wenn man ein bisschen schlitzohrig ist, kann man sagen, dass die auch ein bisschen jeck sein kann. Darf man das so sagen? Ja, wir sind ein bisschen vorsichtig, nicht, dass wir nachher mit den Expertinnen und Experten von der Kunst irgendwie Eier kriegen. Wir sind ja kein Fachluck. Ich meine, jedes auch woanders, aber dann nur ein bisschen. Hast ja gehört, ne? In Paris, wo sie der 8. Triumph eingepackt haben, da sind 20% von den Touristen mehr gekommen, für sich das zu beluren. Aber das wird ja dann wieder fortgerühmt und dann ist es mit der Jäcke-Kunst wieder am Eng. Wir haben das hier die ganze Zeit. Also für ein Beispiel das Eis am Neumarkt. Moment, Eis, du meinst jetzt die Eiswaffel, die boven an der Eck am Neumarkt steht, Piel op, mit der Spitze nach boven. Ob der Neumarkt-Galerie. Ja. Ja, das Dropped Cone, wie das so schön heißt, hat ja einer gemacht, der in Amerika gelebt hat. Der Klaas Oldenburg, der hat das ja von Amerika bringen lassen. Deshalb hat das auch so eine englische Name. Also ich weiß jetzt ja nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe jetzt Oldenburg gesagt. Der ist ja grundsätzlich Schwede, aber vielleicht sagt man Oldenburg wie Zuckerberg oder so. Das weiß ich nicht. Also für den Fall, dass ich das falsch gesagt habe, Entschuldigung. Hermann, der ist übrigens 1929 geboren. 1929, ja, dann ist er ein Jahr älter wie ich. Ja, du hast ja auch sonst noch jetzt mit dem gemeinsam. Ja. Also, ja, du isst doch auch ja ein Eis, oder? Du meinst das Vanilleeis, was da runtertropft von dem 10 Meter hohen Eiswaffel. Ja, da siehst du doch, dass das Jack ist im ganzen Jahr. Ja, das ist aber auch Kunst, ne? Der Künstler Oldenburg, auf wie er heißt, und seine Frau Van Bruggen, glaube ich, ne? Sind doch auch ganz groß. Wieder Andy Warhol und der Roy Lichtenstein. Ja, sicher, die haben sich auch wirklich dabei gedacht. Also, das ist ja ein Eiswaffel, das ist ja nicht nur das Eis, das ist die Waffel. Und das haben die ausgesogen und das so auch in die Höhe getrocknet, weil das für die Stadt ist, wo es ganz viel Kirchstön gibt. Und dann haben sie praktisch aus der Neumarkt-Galerie eine Konsumtempel gemacht. Also das ist so ein bisschen Konsumkritik, ne? Aber Ja. dann haben sie auch ein Eis gemacht, was so an der Beize Sigge raufläuft, also was am Schmelzen ist. Und damit ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass es alles sing eng hat. Also wenn man da ein bisschen in der Defte geht, ist das Jack, aber nicht nur Jack. Und das ist ja gerade das Schöne auch am Fastelovend. Man hat ja nicht für umsonst auch das Lied am Eschermittwoch ist alles vorbei. Ja. Also die Witze sind ja gut, wenn sie nicht nur oberflächlich also wenn sind. ich dich richtig verstanden ist auch ein bisschen Philosophie. Also das ist dann ein bisschen eins dabei. Übrigens,
das Ding hätte doch aus San Francisco hier mit dem Schiff rüberbringen lassen. Und das geht 3 Tonnen weh, stimmt das, ne? Ja, und wieso, was meinst du, wieso freust du Ja, das? ich stelle mir das für, eine Eiswaffel von 3 Tonnen. Ja, hätten wir besser ein anderes Eis genommen, oder was? Ne, ich stelle mir wohl für, wie viel Eis das die Jungen hätten. Das ist natürlich eine dumme Bemerkung. Nee, wenn man das Geld all in richtiges Eis investiert hätte, dann hätte man das Eis einfach kein Gunst, ne? Ja, für irgendwo ist immer ein bisschen Hum drin, ne? Man hätte das sinn lassen können mit dem Hörnchen und hätte einfach nur schön Spaghetti-Eis da drauf gesetzt. Ach, ne, ist gut, dass das nicht richtig Eis ist. Das vermasselt einem ja nur die 4 Jahre, ne? Da wird man viel zu dick. Bei 3 Tonnen. Ja, ist auch nicht gesund. Aber was ist dann jetzt, was hältst du dann von Spaghetti-Eis da auf dem Dach? Das wäre rot und weiß gewesen. Ja, ne? genau. Ja, das wäre vielleicht nicht so stabil wie das Vanilleeis. Wenn's, dann möchte man auch die ganze finstere Unge drunter noch voll machen damit. Dass die Bücher von da der... fahren wir runter, ja. Ja. Nee, das macht schon richtig klassisches Eis hin. Das Spaghetti hat man ja gefunden, wie man die Kartoffelstampfer da für Kartoffelpüree zu machen. Da hat sie dann auch so fettem. Da hat man das Spaghetti-Eis erfunden. Nee, da halte ich nichts von. Vielleicht könnte man das sonst noch irgendwo drauf tun. Vielleicht bei der Bezirksregierung ob es Haus. Der Antwerpen ist ja nicht mehr da könnte man ja jetzt vielleicht uns einen Antrag stellen. Also ich glaube, jetzt kommen wir zu Weg. Ja, da ist ja wirklich recht. Also, was man noch ergänzen möchte, ich finde es schade, dass sie nur ein Hörnchen genommen haben. Sie hatten auch uns, ja, ganz im Ernst, die hatten auch uns für 2 Hörnchen zu nehmen, dass das so ein ganz klein bisschen von Fans aussah wie der Dom. Oh, nee. Wie, nee? Nee, das ist eine Beleidigung für unser Dom. Leute, es ist gut. Oh, jetzt wisst ihr aber ganz ernst, das kenne ich ja überhaupt nicht von dir. Da jammer besser zu jet anderem. Also hiervon machen sie auch viel Fotos, aber dann jammer ganz flüg zu der nächsten Jacke Kunst, da muss man nicht so hoch für klimmen und der Dom ist auch damit nicht betroffen. Das heißt, ja, das war nämlich jetzt Singe Anfang genommen in der Domstraße. Weißt du, was ich mein? Ah, ich weiß, der Opel-Kapitän vom, es ist keine Werbung, das Auto jedes nicht mehr. Das hat doch der, wie heißt er noch, der Wolf Vostell, ne? Der hat das entzementiert, sein eigenes Auto, was noch fahrtüchtig war. Das ist Kunst, ne? Ich sage das ganz vorsichtig. Und Jack ist es auch, ne? Wo wir jetzt dran waren. Ja. Bist du dabei gewesen damals, wie die das gemacht haben? Nee, für so eine Quatsch hatte ich, für so eine Kunst hatte ich keinen Zieg. Ich muss arbeiten in der Zieg. Ja, also ich habe in derselben Straße gewohnt, aber da war das halt lang passiert, aber man darf immer noch drüber sprechen. Ja. Die Leute, die da gewohnt haben, die haben so ja bei der Stadt angerufen und wollten irgendwie sich beschweren, dass die Leute da an dem Auto irgendwas kaputt machen täten. Aber die Stadt, die hat das all abgesendet und die haben so ja noch ein Parkuhr spendiert. Ja, stimmt, war ja ganz vergessen, ja. Die muss man nicht entwerfen, aber das war übrigens lustig, die Stadt richtig durch Stadtlück Witz gezeigt. Aber das ist doch gut, dass das Auto nicht da geblieben ist, ne? Ja. Die Domstraße ist ja arg eng. Sie wollten es dann nachher noch um Neumarkt aufstellen. Da sollte so eine Skulpturenpark hinkommen. Aber das hätte dann nicht gefloppt. Und dann hätte erst 1986 seinen Platz gefunden, wo man das Hück noch belohnen kann. Um Hohenzollern-Rhein, um Hohenzollernring natürlich. Ja, und es nimmt nicht ins andere einen Parkplatz fort. Ja, so ist es. Burg und Parkour. Also der Vostell, der hätte das ja auch sonst noch gemacht. Also ich habe gelesen, auch in Chicago und in Berlin ja wird so jetzt. Aber in Köln, hier bei uns, hätte das all angefangen. Ja, und das war 1969, das musst du dir vorstellen. So lange ist das halt her. Das mit dem entzementierten Auto.
Aber das ist immer noch da und hat auch kein Flügel gekriegt. Ja, das lebt länger wie der Vostell. Der ist 1998 gestorben. Die Flügel kundet ja auch ja nicht kriegen, weil es ja heißt, der ruhende Verkehr. Und was soll das dann mit Flügeln, ne? Ja, das hast du Fing gesagt. Und damit hast du ein schön Stichwort für das nächste Auto gejuffen, was am Zeughaus steht. Auf dem, wie heißt das, denkmalgeschützten Turm vom Zeughaus in der Komödienstraße. Ja, das han ich als Kind nie verstanden, Zeughaus. Dann hab ich gedacht, was haben die doch für Psycheräumliche? Und dann han ich es aber viel später erst begriffen, wo mir einer verzeiht hat, dass die Franzosen das dann Rue d'Arsenal, de Zeughausstraße genannt haben und dass das eigentlich nur Waffenlager bedeutet. Ja, damit jommer wieder am Auto, was boven um Turm ist und Flögele hat, das muss man sich vorstellen. So jetzt bekloppt, das sieht doch nur in Köln, ist das nicht schön? Ich han gedacht, du wärst bedrückt, dass man damit nicht mehr fahren kann. Ja, man kann aber theoretisch wenigstens mit Pflege. Ich stell mir dat vor, wie du da rumfliegen dätst. Oh, da wär jetzt los, da led ich einen am anderen. Ne, damit zu pflegen, das geht noch einmal nicht. Ne. Aber ganz im Ernst, wie kommen da Dinge dann da boven rup? Also ich mein, der jolde Vogel, man sage umgangssprachlich immer dat Flügelauto, aber ganz richtig heißt der jolde Vogel. Weißt du, wie das da rup gekommen ist? Ja, das war 1989, also für 30 Jahre. Eine Kunstaktion war das, die 2 Wochen gedauert hat. Und das ein neues Exemplar vom Ford Fiesta. Da hat der Schuld mit der Fordwerkerwahl jetzt geklüngelt. Da war auch sing Muse, das Elke Koska dabei. Die war immer wie sagt man, so, wenn Frauen kosmetisiert, ne, war die. Da war sie bekannt für. Ja, jedenfalls, das so ein neues Exemplar von dem Ford Fiesta wurde dann hochgehievt ob der denkmalgeschützte Turm vom Zeughaus. Und mit Flügel, goldene Flügel, die jeder 2 Zentner oder so jetzt wehen täte. Und ich weiß noch, wie der Antwerpes, der war damals noch Regierungspräsident, wie der sich abgereicht hat. Das Regierungspräsidium ist ja gegenüber vom Zeughaus und jeden Morgen, wenn der aus dem Fenster schaut, das Auto sind und das war immer Dorn im Auge. Und dann hätte geklagt, dass das runterkommt und hat auch Bomben verloren und es steht heute noch da. 2-mal ist es in der Zwischenzeit restauriert und neu restauriert und konserviert wurde. Es hätte ja auch gut gefloppt, weil der Look das erst schön han. Und dann han die von Ford, das war Begriff und 91 haben sie das ja so dann dem Förderverein des Kölnischen Stadtmuseums geschenkt. Das Stadtmuseum war damals noch im Zeughaus. Und dann haben sie auch ein großes Fest gefeiert, also am 1111. Tag nach der Landung auf dem Turm, haben sie 1989 das Fest ausgerichtet. Da wird auch eine Dokumentation darüber. Und da mod so, ja, der Antwerpen so ein Großwort schrieben. Ich löf, das hätte ihm überhaupt nicht gepasst. Aber irgendwann dann ist er ja auch in der Ruhestand gegangen und konnte jedenfalls als Regierungspräsident ist da nichts mehr getan. Ja, war die Glück. Dadurch haben wir das heute noch als gute Werbung für Köln. So sehe ich das jedenfalls. Ich sehe das erst positiv. So über 23 Meter, also ist der Turmhof vom Zeughaus. Und da schwifft dann heute noch das Auto mit den 2 Flügeln. Übrigens, ich habe, glaube ich, eben übertrieben. Also 800 Kilo ist eine Flügel. Und davon haben sie 2. Das für die Leute, die sich für die Technik jetzt interessieren.
Und das gesamte Objekt ist 6 Meter lang, 10 Meter breit und 3,50 Meter hoch. Es geht auch 4 Tonnen Wege. Und es soll Temperaturen von minus 50 Grad bis plus 100 Grad bei Wind und Orkanstärke aushalten können. So wirkt der technische Bereich. Ich weiß ja nicht, oft die Leute, die unser Podcast führen, sich für so jetzt interessieren. Also Ja. Filmi freuen sie sich läufig, dass sich der Antwerpes Arsch an den Pfötchen gefüllt hat, ne? Dass das Auto immer noch da steht. Aber das ist doch typisch Kölsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in Hamburg so Dinge überhaupt da drauf kräte und kräte nicht, wann sie das kräte, bestimmt flück wieder raff. Und mir haben es immer noch. Ja, lieb Lükscher, das ist es für Köln und die Jecke Kunst in Köln. Und wir machen jetzt eine kleine, aber finge Sprachkurs am Eng. Tetrete, aufgepasst, jetzt wird ein bisschen Kölsch gelehrt. Hüg jedet ganz gut und jod der feierlich. Im Hudütsche det man ja unterscheiden. Ich bin größer als du, aber genauso groß wie ich. Ja, Im Kölsche ist das anders. ja, das sagt man einfach. Ich bin so groß wie du, aber ich bin kleiner wie du. Oder du bist kleiner wie ich, ne? Und ich finde es so süß. Manchmal ist man sich unsicher und dann sagt man, ich bin größer als wie du. Das ist doch lieb, ne? Ne, das tät man wie, das als wie. Das ist für mich ein kleine Vergewaltigung. Lass mal damit jetzt ziehen. Ich finde das schön. So sieht man, jeder Jack ist anders. Ja. Tetrete. Ja, lieb Lükscher, jetzt sind wir halt am Eng mit der Folge. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat und dass ihr eine schöne Session habt, schön feiern könnt und Glück treffen könnt und vor allem, dass ihr gesund bleibt. Tschö.